Guten Morgen und willkommen zu den Halbfinals der Crazy Playoff Battles. Heute ist es endlich soweit. Die Halbfinals der Crazy Playoff Battles beginnen. Und sie beginnen heute nicht noch, sondern mit dem Video werden sie auch beendet. Was das genau heisst, das erfährst du jetzt, beziehungsweise werden ganz viel das vor grosse Erklärung machen. Macht keinen Sinn, du erfährst es währenddem wir das gerade spielen und simulieren etc. Und aus dem Grund, lass doch schon mal einen Daumen nach oben für das Video da. Und wenn dir noch mehr gefällt, wenn dir das gefällt, Daumen nach oben da lassen. Wenn du noch mehr möchtest sehen, meinen Channel kostenlos abonnieren. Das wäre richtig nice. Aber jetzt wie gesagt, nicht gross drum herum labern, sondern direkt in die Action rein. Los geht's! Wir starten mit Simulieren. San Jose gegen Tampa und wichtig, heute spiele ich mit Tampa und mit den Avalanche, das habe ich vergessen zu erwähnen. Und wie gesagt, es wird durchsimuliert und da der erste Match. Und wieso simuliere ich den? Obwohl wir gesagt haben, wir spielen ja mit Tampa. Aber der Grund ist ganz einfach, denn wir gehen dort mal zuerst aber in die Verlängerung und nach Penalty ist unser Gewinn Tampa. So, und dann gehen wir gleich zum nächsten Match und dann gehe ich auf das nächste ein, wieso, warum ich das simuliere. Also, erstes Drittel ist schon vorbei. Der Grund, warum ich das simuliere, ist ganz einfach und zwar folgende. Ich werde so lange simulieren, bis das Team 2-0 führt oder also eine Entscheidung braucht, wo ich eingreifen könnte, um dann vielleicht die Entscheidung ein bisschen rauszuzögern. Also bei 2-0 würde ich eingreifen, bei 2-1 würde ich auch eingreifen. Einfach, ja, ganz einfach hat sich gemacht. Es wird aber auf jeden Fall 2 Live-Matches geben. Die Frage ist, wenn das erste stattfindet. Für die Avalanche sieht das gar nicht gut aus. Überhaupt nicht. Sie verlieren da 4-2. Wir kommen zur nächsten Simulation San Jose gegen Tampa. Nach dem ersten Drittel steht es 0-0. Zwei Drittel 2-2. Ja, und am Schluss steht es 5-2 für Tampa. Also wir werden beim nächsten Mal eingreifen bei Tampa und könnten dann, wenn wir mit Tampa gewinnen, sie ins Finale bringen. Ja, und bei Pittsburgh gegen Colorado hoffen wir natürlich, dass Colorado gewinnt und nicht Pittsburgh. Aber es sieht leider nach Pittsburgh aus. Und so ist es auch. Pittsburgh gewinnt 3-1. Richtig bitter. Ich habe gehofft, dass wir das Finale von der richtigen NHL könnten nachspielen. Aber es sieht nicht wirklich danach aus. Jetzt müssen wir da auch eingreifen, um der Avalanche vielleicht noch eine Chance zu geben. Und da sind wir beim ersten Match. Tampa gegen San Jose. Führen wir Tampa ins Finale oder schafft San Jose einen Sieg gegen mich? Und somit die Serie zu verkürzen. Dann kriegen wir irgendetwas mal endlich her. Bisher haben wir noch keinen Angriff zustande gebracht. Jetzt! Ja, voll! Jetzt der erste richtige Angriff. Erste Schuss und wir führen mit 1-0. Kein Goal kassieren, kein Gegengol kassieren. Schön blockiert. Okay, komm. Hinter dem Goal da Zeit holen. Ja, komm. Wieso geht der andere da? Mein Gott, ja, der hätte vorher sollen schon übrig. Egal, wenn er jetzt das Goal gemacht hätte, aber er hat es nicht gemacht. Oh. Nein, bitte nicht. Goalie. Nein! Goalie, hey, bitte! Wie kannst du ihn reinlassen? 1-1, Scheiße! Wir müssen wieder die Führung holen. Das wäre perfekt jetzt hier mit dem Angriff. Komm schon! Nein, der andere stört uns. Achtung, 2 gegen 1. Und jetzt 3 liegen. Und das war ein Fehler, das 3 liegen. Immer wenn ich 3 liege, kassiere ich ein Goal. Scheiße, 1-2. Aber egal, wir holen den Match schon noch. Schön, Goalie. Goalie, danke, aber nicht zweimal danke. Hey, die Hitze, die macht mich kaputt. Ich kann mich nicht so gut konzentrieren, wie ich müsste, um den Match zu gewinnen. 1-3 schon. Ich mache Fehler, oh mein Gott, was für ein Save. Kommen. So, zack, passen. Was ist jetzt das gewesen? Egal, wir haben noch Chiba. Vielleicht mit... Nein, nichts vielleicht. Wir müssen ein Bulli-Goal ins letzte Drittel starten. Wie geil wäre das? Was wäre das für eine geile Aufholjagd denn so für den Start? Vielleicht nicht ein Bulli-Goal. Wir kommen nicht mal zum Abschluss. Oder jetzt vielleicht doch, komm, nochmal. Nein, er schießt über die Scheibe. Oh, schön. Komm. Ja, es hat geklappt. Wir können verkürzen auf 2-3. Yes. Oh, wir haben einen Boxkampf. Ja, dann prügeln wir uns da mal, komm. Oh, der ist aber gut. Scheiße, nein. Komm. Oh, komm. Scheiße, ich krieg noch auf den Grind. Oder? Nein. Oh mein Gott, hey, wenn ich jetzt auf den Grind gekriegt hätte, das wär's gewesen, du. Boxfight können gewinnen. Wir machen ein Goal in Unterzahl. Nicht jetzt. Oh! Scheiße, wieso haben wir noch nicht das Glück?
Schon Ausgleich holen, sehr schön gemacht. Querpassen, nein, der andere hat ein Stück dazwischen. Scheiße. Nein. Oh mein Gott, Goalie! Nein, Fehlpass, Scheiße. Fuck noch einmal, wieso macht ich so einen dummen Fehlpass? Jetzt ist 2:4. Scheiße. Nein, Scheiße. Nein, das... Ach mein Gott, hey, also so hoch verdienen. Wenn man so Scheiße labert, hat man es auch verdient, doch zum hoch zu verlieren. Ja, ich bringe Tampa nicht ins Finale, sie führt es nicht rein, sondern ich gebe San Jose eine weitere Chance, um die Serie zu kehren. Denn wir verlieren den Match ganz klar, leider ganz klar, mit 2:5. Aber jetzt können wir hoffentlich mit Avalanche gewinnen und ein vorzeitiges Ausscheiden noch verhindern. Und da sind wir am Bulli-Kreis. Wie so oft, jetzt aber mit der Avalanche gegen Pittsburgh. Und da müssen wir gewinnen, denn sonst sind meine Fs draussen. So, komm, erster Angriff. Und Goal. Nein, leider nicht. Dürfen nicht verlieren. Darum müssen wir Goal verhindern. Wir müssen Goal verhindern, jawohl. Und am besten selber Goal schiessen. Wenn es vielleicht auch noch glücklich wären. Schöner Check, Querpass und Goal, jawohl! Es hat doch noch geklappt und wir führen jetzt mit 1:0, yes! Wie geil haben wir die Scheiben abgefangen und wie geil gehen wir da in den Angriff und wie viel geiler, gerade das nächste Goal, 2:0, yes! Morgen Klippe und das erste Mal Sinus für nichts Schiebs aushauen. Das ist gut, aber scheiße. Oh mein Gott, ich würde sagen, scheiße, das haben wir Goal gesehen, aber das war ein riesen Save gewesen. Komm schon. Ja, so geil, das ist ein riesen Save von meinem Gegenangriff. Gerade 3:0, jawohl. Aufgepasst, kein Goal kassieren, Oh mein Gott. 3. Nein, Mann, hey, ich bin nicht richtig reingekommen und da ist der Anschlusstreffer zum 1:3. Scheiße! Aufgepasst, Jürg. Ja, einigermaßen gut, aber... Oh, doch gut, hey. Komm schon, müssen wir noch in dem zweiten Drittel Goal machen, aber... Kommen wir nicht durch. So, kommen Jungs, jetzt ins Goal. Wir haben nicht viel Chance in dem zweiten Drittel, dann müssen wir die weniger nutzen, aber die nutzen sie noch... Nein, überhaupt nicht. Voll umgetatscht. Hey. Wieder ein Boxkampf. Hey, das ist ja unglaublich, was da abgeht. Hey, aber das mal gewinnen wir auch den Boxkampf unter dem Match. Und nicht nur Zeit. Jawohl, Boxkampf ist schon mal gewonnen. Nein. Oh. Komm schon, Jürg. Komm, machen wir das 4:1. Nein, der Goalie pariert. Einige von den wenigen Chancen sind im letzten Drittel gerade. Nein, scheiße. Fuck, schön dazwischen. So, komm her, nicht mehr viel zu spielen. Erstes Drittel geil, zweites Drittel, naja, drittes Drittel, jetzt auch geil. Denn da ist endlich wieder eine Kiste. 4:1. Ja, wow, man passt und macht und dann kriegt der Gegner gleich die Scheibe, kommt durch und macht sogar noch ein Goal zum 2:4. Hey, wie scheiße ist das jetzt gewesen? Ja, aber komm, leere Kiste rein. In die leere Kiste rein. Für das Drecksgoal, das wir vorher kassiert haben. Und schon steht es 2:5. Jetzt ist es 5:2 für die Avalanche. Dann holen wir noch schnell ein Goal. Noch schnell 6:2. Und mit dem Schuss, nein, der geht drüber. Scheiße, Mann. Aber egal, der Schuss ist zwar drüber. Da ist der Sieg für die Avalanche. Wir können verkürzen in der Serie zum 1:2. Und jetzt liegt es aber am CPU, an der Avalanche selber, ob sie schaffen, die Serie zu kehren und doch noch ins Finale zu ziehen. Und wie erwähnt, ganz am Anfang, heute findet eine Entscheidung statt. Das heisst, jetzt wird fertig simuliert, bis wir bei jeder Paarung eine Entscheidung haben. Und bei Tampa San Jose sieht es nach dem ersten Drittel so aus, dass sich noch niemand dafür entschieden hat zum Gewinnen. Nach 2 Drittel, da sieht es aus, dass Tampa wirklich ins Finale will. Und so ist es auch. Tampa gewinnt den letzten Match da gegen San Jose. Also nicht der letzte, einfach der letzte Match für die Serie. Doch, 3:2. Tampa steht im Finale. Die Frage ist jedoch, wer wird ihr Gegner? Pittsburgh oder Colorado? Pittsburgh hat die bessere Karte, aber ich hoffe natürlich für meine Avalanche.
Avalanche. Und die führen nach dem ersten Drittel mit 1:0. 2:0 nach 2 Drittel, 3:0 nach 3 Drittel, das wäre schön. Nein, aber trotzdem ein Sieg, mit 6:4 gewinnen die Avalanche und können die Serie hier ausgleichen. Und jetzt der entscheidende 5. Match, gewinnt Colorado oder Pittsburgh. Wird es das Finale geben, recht? Oh Scheiße, da Pittsburgh führt bereits mit 1:0. Aber Colorado können kehren, sie führen nach dem ersten Drittel mit 4:1. So sieht es auch nach 2 Drittel aus. Und nach 3 Drittel 5:3. Die Avalanche stehen hier im Finale. Sie haben es geschafft, im Moment tatsächlich das richtige Finale, wie in echt Tampa gegen Colorado. Und da seht ihr es nochmal schwarz auf weiß, schwarz auf grau, scheißegal. Ihr seht aber, wir haben das Finale in der Crazy Playoff Battles. Hey, wer hätte es gedacht, dass sogar da das gleiche Finale stattfindet wie in echt? Hey, Avalanche gegen Tampa. Richtig, richtig geil. Ey. Und jetzt heisst es, mit wem werde ich spielen? Klar, werde ich mit meinen Fs spielen. Ist mir scheißegal, was ihr in die Kommentare hineinschreibt. Ich werde mit den Fs hier spielen. Wie genau das wird ablaufen, so wie heute oder alle 3 Matches, das weiß ich noch nicht. Das wirst du erfahren beim nächsten Mal, wenn du das möchtest sehen. Unbedingt meinen Channel hier kostenlos abonnieren, einen Daumen nach oben da lassen und am besten noch folg mir auf Twitch, dann kannst du bei der Aufnahme immer am Montagabend kannst du live dabei sein bei so einer Aufnahme und auch bei anderen geilen Streams. Für heute war es auf jeden Fall. Ich bin jetzt draußen und danke dir noch fürs Zuschauen und wünsche dir einen schönen Tag, einen schönen Abend und einen schönen Morgen. Ciao!